Ja, hallo zusammen, da ist wieder der Scuri LP. Ich hab gedacht, ich fange jetzt auch mal an mit LP, also Let's Playen. Wie das sicher schon viele von denen, die jetzt das Video gesehen kennen. Und wir spielen heute Port Royal 2. Ich denke, das ist ein schönes Projekt zum Anfangen. Ja, ein LP wird 10 Minuten gehen. Ja, und ich werde euch einfach ein bisschen das Spiel zeigen, wie ich ein bisschen spiele und ja. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich habe jetzt hier gerade schon mal 20 Werkzeuge, 20 Wein und 20 Gewürze gekauft. Ich glaube, das Spiel spielt mit Tonnen, also ja, 20 Tonnen, das sind die teuersten Waren und sind gerade schon schön billig in der Startstadt gewesen. Am Anfang haben wir 50.000 gehabt, also sollten wir einen schönen Gewinn machen. Das heisst, wir haben es im Durchschnitt für 590 gekauft, die beiden, und das Werkzeug sogar für 441. Gut, dann fahren wir doch einfach mit unserer kleinen Pinasee mal ein bisschen weiter. Da sehen wir die Weltkarte rechts unten. Das ist unsere Startstadt und auch gleichzeitig unsere Hauptstadt. Da werden wir Missionen machen, etc. für den, ich glaube es ist ein, ja, für einen Gouverneur. Später können wir dann auch zum Vizekönig gehen. Okay, ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal los und ja, als erstes gehen wir gerade mal zu dieser kleinen Stadt hier. Ich tue jetzt hier mal ein bisschen auf höher einstellen. Weil unterwegs findet man oft noch Schätze und andere Waren. Ja, also, man kann auch spulen, indem man auf die Leertaste drückt. Aber es ist cooler, wenn man es ganz normal spielt. Oh, Moment. So, gehen wir mal in die Stadt. Hier, sehen Sie, sieht wieder ganz anders aus. Das Gebäude, Lager, Sägewerk, oh, und dann sehen wir sind gerade auf eine Goldgrube gestoßen. Da können wir es für fast das Doppelte verkaufen. Also verkaufen wir da einfach gerade. Sehr schön. Sie sehen das Geld. Das Geld ist am Haufen. Also ja, erhöht sich. Okay. Ja, dann in die Kneipe sollte man nicht vergessen schauen. Da hat es manchmal schöne Captain oder ja, Missionen. Glücksspiel kann man auch machen. Wir sehen jetzt hier, so ein Captain hat Navigationserfahrung 1. Kostet 10. Weil wir ja... Oh, jetzt ist er schon weg, ja, Pech gehabt. Ich hätte jetzt können den Kapitän nehmen und dann hätten wir Handelserfahrung 1 gehabt. Das wäre natürlich besser, weil wir brauchen am Anfang zuerst mal Geld. Viel Geld. Okay. Gehen wir mal in die nächste Hauptstadt. Das ist natürlich kein Blind Run. Ich kenne das Spiel. Ich habe es schon öfters gezockt. Gehen wir erstmal da. Ja, 180. So Standardpreis für Tabak. 120. Genau. Dass der Preis schön bleibt. Da können wir auch ein bisschen lagern. Da auch. Ja. Eine Art geht es in dem Spiel darum. Billig kaufen und teuer verkaufen. Also ganz einfaches Prinzip. Und später kann man dann auch Schiffli kaufen, die ein bisschen stärker sind und ein bisschen mehr Schaden machen. Oh, jetzt sehen wir da gerade. Das ist sehr schön. Verkaufen wir da einfach alles, was wir haben. Und kaufen uns da ein bisschen von den teuren Sachen. Den tun wir jetzt auch. Weil, wow, das ist ein schöner Preis, den wir da bringen dann. Gut, dann gehen wir mal zu dieser Insel hier. Also ja, noch etwas vergessen zu sagen. Wenn ich Rechtsklick auf die Stadt mache, während ich schon in der Stadt rein bin, dann tut es automatisch das Handelsfenster auf.
Okay, gehen wir zur nächsten Hauptstadt. Ja, da könnten wir es jetzt auch billig kaufen, aber wir wollen es ja fair kaufen. Und unser Schiff ist ja voll. Sehen wir ja da. Ja, das ist. Nein, das ist nicht akzeptabel. Okay. 712. Ne, ist ja noch zu wenig. Ich will mehr. Nein. Ich glaube, da hat es auch nicht. Da hat es auch eine Stadt. 702. Naja. Ich weiß, dass es viel mehr gibt. Von dem her. Gehen wir einfach mal weiter. Da hat es auch mal Hauptstadt. Turk Island. Da hat es auch noch eine. Das sieht man gerade auf den ersten Blick etwas. Ah, da haben wir jetzt etwas. Sehr, das ist gut. Das ist auch gut, Und jetzt ist schon nicht mehr gut. Okay, zu der nächsten Stadt. Wir sind schön lang aufgestiegen. Sehr schön, jetzt sind wir leicht mit draußen. Und wir können jetzt 2 Kapitäne und 1 Konzession besitzen. Konzessionen sind eine Art Baubewilligungen. Das heisst, wir können in einer Stadt beim Baumeister da unten eine Konzession kaufen, damit wir Häuser bauen können. In der Stadtstadt hat man automatisch ein Lager, wo 800 Rohstoff etc. lagern. Das heisst, wir sollten vielleicht mal etwas produzieren. Also gehen wir da mal unter Betriebe und bauen das Sägewerk. Einfach irgendwo hin. Später bauen wir dann auch noch ein Lehm, oder nein, Zieglerei, sage ich, Lehm. Okay, da braucht jetzt ein Zeitchen, bis der gebaut ist. Schauen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Da wird dann angezeigt. Gut, gehen wir da rein. Ja. Yeah. Gut, dann gehen wir mal da runter. Dort hat es manchmal auch noch gute Preise für Gewürz und Wein. Genau, wie ich es gedacht habe. Sehr schön. 180. Oh, jetzt 50 Tonnen von dem. Mal suchen. Von dem Baumwolle ist auch noch sehr beliebt. Jetzt da nicht, ich kann erst da auch noch schauen. Ja, das ist jetzt klar, dass ich es da nicht verkaufen kann, weil da ist ein ortsabhängiger Rohstoff. 312, 229. Ja, das ist nicht schlecht gewesen. Moment, vergessen schauen. Ja. Schau immer, dass ich auch eher die teurere Waren kaufen, weil dann geht das Geld schneller. Aber das Geld sind da und da baust Datum und zwar ist da gerade FPS davor, aber naja, egal. So. Wenn es da ein kleines P hat, wo man da auf dem Bild hoffentlich sehen, dann heisst das, da wird in der Stadt produziert. Und meistens ist es dann auch billiger als normal. Das heisst, auf das wird man immer schön schauen. Ups, hat einen kleinen Lag gehabt. Anscheinend. Okay. Ja. Wir sind jetzt auch schon gleich am Ende von meinem ersten Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut das nächste Mal auch wieder zu. Was haben wir gemacht? Wir haben Waren gehandelt. Einfach so verfahren. Damit wir mal ein bisschen Geld bekommen. Ja. Okay, dann speichern wir da mal. Danke fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal.